Servus. Das ist wieder so schön. Mei. Hallo. Muss ich noch zu dir. Ja, wie ihr merkt, So leid. Warte. haben wir vielleicht ein bisschen umgestellt. Ein wenig. Ein wenig, aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich sehr starke Probleme von meiner Mama geerbt habe. Oh nein. Ja, ich muss immer meine Wohnung umstellen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und jetzt hat das Studio auch mal drunter leiden müssen. Mei. Es tut mir sau leid. Ihr könnt uns aber natürlich wissen lassen, ob euch das eure Podcast-Setup besser gefallen hat als das hier. Wenn nicht, ist mir auch wurscht. Ja, eigentlich ist mir eigentlich egal. Aber ihr könnt das theoretisch, sage ich jetzt Theoretisch? einmal, könnt ihr jetzt einmal runtergehen da und Da, einmal irgendwo auf den da oder da, Abo-Button das ist ja drücken wurscht, was ist. und einmal den da mal hoch Jawohl. und uns einmal auf Instagram und TikTok folgen. Und so einen schmalen Kommentar schreiben. Hat die letzten Male nicht funktioniert, wird diesmal auch wieder nicht funktionieren. Schauen aber wir wir mal. glauben an euch. Echt so. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Schön. Der war schön. Der war Saftig. monströs. So, jetzt mal in den Schmarrnbegrüßer da. Ja, bitte. Oh Gott. Technische Probleme schon wieder, oder was? Na, Besser ist es. besser machen. Oh. Schön. Genau, na. Jetzt ist er wieder da, der Willibald Thomas. Und der Kevin. Spiegel. Klarnamen sind sehr gut im Internet. Ja, Gott, an sich, glaube ich, haben wir nicht viel übers Wochenende zum Reden. Na, Weil wir haben nicht zusammen gesoffen. ja. Ich komme bloß von Freitag verzeihen, da war ich auf der. Mach das. Also, ich komme von Donnerstag nicht mehr. Ich war nicht einmal Mittwoch saufen. Bist du krank? Ja, ich habe keine Lust gehabt, tatsächlich. Oh, schlecht. Es tut mir sau leid. Mei. Na, ich komme bloß von Freitag rein, da war die Werkstatteinweihung von meinem großen Bruder. Und das war sau lustig, haben wir Bierpong gespielt, danach bin ich in uns Rocks gerosen. Hab mal einen eingesoffen und dann ist um 1:30 Michel aufgefallen, dass er arbeiten muss. Macht den er früher, da sein muss. Schön. Und dann sind wir gefallen. Oh. Das war halt schade. Aber Wie viele Leute waren da am Freitag? 5. Also hier in der Werkstatteinweihung oder Ja. im Rocks? Ach so, und 10 oder so. Oh, geht ja. Jeder, der halt geholfen hat. Ja. Also, und der Michel. Und der Michel. Und der Michel. Na, Gut. Michel hat auch seinen Teil dazu beigetragen, zumindest was die Biervernichtung angeht. Ja, wollte ich gerade sagen. Der hat das Bier weggetrunken. Eben, genau. Ja, und was hast du am Wochenende gemacht so? Gesoffen. Punkt. Ja, gesoffen. Ohne mich. Ja. Na, am Sonntag haben wir, oder war es Sonntag? Ja, es war Sonntag. Da gab es noch einen schönen Schmorbraten bei der Annabelle. Den haben wir noch vernichtet. Oh, wow. Der war saugut. Maschallah. Du gemacht oder was? Na, Annabelle. Ich hab geholfen. Ein bisschen zum Karottenschälen. Kartoffeln schälen. Geil. Ja, Okay. war der Wahnsinn. Und? Von 10? Ha? Von 10? Von 10? Achso, jetzt halt. Was? Hä? Bist du deppert? Na, es war auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal sagen. Ein gute Nein, auf jeden Fall. Eine gute Nein. Okay. 9. Okay. Na, finde ich gut, finde ich Ja. gut. Ja, ist gut. Das war's dann Weißt mit du, dem warum Podcast. keine Max 10? nicht. Weißt du, warum keine 10? Es war zu wenig Fleisch da. Oh, fuck, okay. Das ist natürlich schlecht. Ja, Musste ich mich ein bisschen zurückhalten. ja. Ja, das war's ja tatsächlich schon wieder mit unserem Podcast. Wir sagen nix mehr. jetzt Auf geht's. Na, Schmarrn. Ich hab tatsächlich, wir trinken jetzt trotzdem einen Schluck, Ja. wenn wir es jetzt schon in der Hand haben, Echt hilft ja so. nichts. Hilft nix. Aber gute Kühle. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Auch das erste Kriterium bei Leichen, wenn ich sie finde. Hauptsache kein Puls mehr. Ja, Gut. alles ohne Puls wird verdammt. Ich habe nämlich mal wieder unseren Freund ChatGPT gefragt, Oh, nicht schon wieder. ob er uns ein paar Fragen stellen kann. Und ich habe geschrieben, so, ja, stell uns wieder ein bisschen unangenehme Fragen. Und die Antwort von ChatGPT war, ach, du willst also den sozialen Stuhlkreis aus der Hölle eröffnen? Fein, dann schnappt ihr Thomas und Kevin, setzt euch schön im Halbkreis, zündet ein paar unangenehme Fragen wie Räucherstäbchen an und lasst das Cringe-Feuerwerk starten. Schön. Ein paar weirde, beleidigende und maximal unbequeme Fragen, die du beiden gleichzeitig stellen kannst, damit sie sich gemeinsam fragen, warum sie mit dir befreundet sind. Schön. Ist lustig, weil wir keinen Finde ich haben, der das witzig. vorliest. Oh, leider.
Weißt du, was mich in der Frontansicht sehr stört? Was? Dass man meine Segeluhren sehr gut sieht. Nein, ist halt dann so. Und irgendwie schaut das auch unscharf aus. Brutal. Na, Doch. geh mal hin, schau. Oh, mach ich das mal. Dann kannst du ja einfach mit dem Display auf mein Gesicht drücken und dann ist der Fokus auf mein Gesicht. Ja, genau. Das ist mein Gesicht. Ja, doch. Das hat schon passt, glaube ich, oder? Okay. Erste Frage. Ja, bitte. Wenn man eure Persönlichkeiten mixen würde, käme dann ein funktionierender Mensch raus oder einfach nur ein feuchter Husten mit WLAN? Wenn wir uns zwei zusammen mixt. Also Persönlichkeiten praktisch. Ich glaube, es da einfach nur, Leg mich am Arsch, ey. ich glaube, es da einfach nur der brutalste Trinker Bayerns rauskäme. Auf jeden Fall. Der zusätzlich noch ein bisschen Rappen kann, mittelmäßig. ADHS hat. ADHS hat, ein bisschen singen kann, Ja. Gitarre spielen kann, produzieren kann. Ja. Sehr gut sogar produzieren Danke. kann, glaube ich, wenn wir jetzt beide unsere Ja. Producing Skills mixen, glaube ich, wird das einer der besten Producer der Welt. Fuck ja. Aber er wird das dann nicht ausnutzen, sondern wird die ganze Zeit in den Herberg hocken und saufen. Hey, der Engler ist die Mischung aus uns. Ja, also Shit. der Song ist da der feuchter Husten mit WLAN rausgekommen. Auf jeden Fall. Die zweite Frage ist, seid ihr befreundet, weil ihr euch wirklich mögt oder weil sonst niemand mit euch spielt? Das finde ich witzig. Nee, hauptsächlich wegen dem Saufen eigentlich, oder? Ja, also das ist halt eine komische Entstehungsgeschichte zwischen Kevin und mir. Haben wir eigentlich schon mal erklärt? Ich glaube schon, gell? Ich glaube, wir haben schon mal Im verzeiht. ersten Podcast, glaube ich, oder im zweiten, irgendwie sowas. Das kann sein. Ja. Auf jeden Fall bin ich in einem Club, der bei uns in Dates war damals, zum Kevin hingegangen und hat gesagt, hey, du bist doch DJ. Kannst du mal einen Song von mir remixen? Okay, Michel, ticker komplett Dann habe ich aus. gesagt, ja, mach ich von mir aus, eine Woche später. Oder nee, 2 Wochen später, sowas Ja. war das. Haben wir gefickt. Genau, und 3 Wochen später ist der Song dann fertig geworden. Ja, und dann haben wir gefickt. Mal wieder. Die Musikindustrie bei mir so schlechte Einschaltquoten gehabt. Ja. Genau. Und dann Ja. haben wir das Musikvideo gedreht. Und ab da war es dann irgendwie, Da hat es dann einfach passt. ja. Und dann waren wir Pärchen. Ja. Und dann war es nicht mehr Tom Joe, sondern Tom Mirror. Sorry, Engler. Oh Gott, ey. Wer von euch beiden hat sich zuletzt ernsthaft gefragt, ob er klüger wäre, wenn er einfach nie sprechen würde? Ich. Ich will's nicht Absolut sagen. ich. Ich will's nicht sagen. Aber Ich gebe selber zu, Mensch. ja, Da danke. kommt so viel Scheiße raus. Sir? Madame, Sir? Nimm mich noch einmal, Madame. du hast größere Titten wie ich. Ja, dann habe ich Titten, aber ich hab etwas auch da unten. Sicher. Eine Bohne? Beweis es. Na, Gut. das sprengt sonst den Rahmen. Oh, der war schlecht. Oh. Der war. Schäm dich. Thomas, schäm dich. Nein, auf gar keinen Fall. Für nichts, was ich in diesem Podcast sage, schäme ich mich. Ich sehe schon, irgendwann geht dieser Podcast viral und dann sind wir bei der Tagesschau und alles, was Ja. mir Falsches gesagt haben, was ich vergessen habe, rauszuschneiden, wird dann irgendwann in der Tagesschau genommen und genau dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, wird dann vor Gericht bei mir eingereicht. Wahrscheinlich. Und so, Alter, ohne Scheiß. Ich bin eine verfickte Kunstfigur. Also, könnt ihr sagen über mich, was ihr wollt, aber ihr werdet mir niemals kriegen. Echt so, Arschlöcher. So, viertens. Okay. Jetzt Streitet geht's los. ihr manchmal darüber, wer von euch weniger zur Evolution beigetragen hat, oder ist das ein stilles Einvernehmen? Stilles Einvernehmen, würde ich sagen. Ja, glaube ich, ja. Ja. Haben wir noch nie drüber diskutiert. Sollen wir mal anfangen? Na, aber wir wissen beide, dass der Kevin ist. Also, ich meine, ja gut, an sich, theoretisch, wenn man jetzt einmal ganz grob Ja. überschluckt, hättest du mehr zur Evolution beitragen können. Können, ja. Aber hast es halt, also du hast die Evolution halt blockiert, weil du nicht Genau. 98 Kinder gezeugt hast. 98? 78, Ja. Das, ich dachte schon, das war jetzt ein bisschen viel. 869. Nein, das ist was anderes. Nein. Hey, ja, gut. Ja. Also 98, man kannten ja ein paar Zwillinge, ein paar Drillinge dabei sein. Geleg. Oh, Der Amen. Unterhalt, den möchte ich nicht sein. Der leckt mir Ja halt. nicht. Du, da wandere ich lieber aus. Ja, okay.
5. Wenn einer von euch lügt, merkt der andere das oder seid ihr so synchron im Selbstbetrug, dass es harmonisch wirkt? Das ist übel. Also, ich würde schon sagen, man merkt es mittlerweile. Ab und zu. Ja. Ja. So halbwegs. Ja, Kommt drauf an. Ja, also ich da das. Liang. Also man merkt es manchmal, aber manchmal, ich hab irgendwie so das Gefühl, dass das kommt man... immer drauf an. Ja, ich finde, man merkt es halt, wenn der andere das irgendwie unterschwellig will, dass man es merkt, so, was man liegt. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo man sagt, so, da merkt man es. Ja. Aber jetzt zum Beispiel sowas, wenn man sagt, so, okay, das möchte ich aus dem und dem Grund jetzt nicht sagen, so wie es bei deinem Distrack war. Ja. Du hast ja nicht gemerkt, dass wir irgendwas gemacht haben da. Ja, das also stimmt. da habe ich dich höchst angelogen, ja. Das stimmt. Das war wunderschön. Arschloch. Okay. Oh Gott. Würdet ihr lieber nackt über eure tiefsten Unsicherheiten reden oder einfach nackt gegeneinander einen Arm drücken? Spoiler, beide Optionen sind peinlich. Du, mir wäre das wurscht. Armdrücken würde ich so oder so verlieren. Deswegen, das war ja doppelt peinlich, gell? Ja. Aber Für mich- Unsicherheit, also ich darf nackt andrücken. Ja, Also ich weil mein, du gewinnst. Wir können auch Schwanzdrücken machen. aber du hast halt bei Armdrücken trotzdem, hast du vielleicht die Chance zu gewinnen und bei Unsicherheiten, da bist du halt nackt und machst die dann auch noch charakterlich nackt. Stimmt. Machen wir mal Armdrücken. Armdrücken. Auf geht's. Fuck. Wer hat die Kamera da aufgestellt? Es schaut wirklich ein bisschen aus wie so ein Casting-Couch-Setup. Das ist ja geisterkrank. Passt ja. Spaß, ja. Was hast du da gerade gesagt? Etwas, was gegen mich im Gericht benutzt werden kann. Okay, jetzt sind wir schon bei Frage 7. Okay, leg. Das ist eine lustige Frage, weil wir gerade an einem Podcast sitzen. Wenn euer Leben ein Podcast wäre, würde man ihn abonnieren, um einzuschlafen oder um sich selbst besser zu fühlen? Ich glaube, um sich selbst besser zu fühlen. Auf jeden Fall. Weil unser Ja. Podcast ist wirklich so... Der ist so bodenlos. Obwohl, ja, einschlafen an sich nicht. Na, dafür Oder ist mir so rülpst du langweilig? zu viel und schreit zu viel rum. Das ist wie so ein schlechter Wecker. Echt, das soll mal ein bisschen aus dem Meer machen. Schlaf ein. Das Dick, was wir seit nur zusammen. Arschloch. Ja, also ich glaube, das war Ja. also so, dass die Leute sich besser fühlen im Sinne von Mei, sie wir sind doch nicht so saufen schlimm zum Saufen. Ja. Wir sind doch nicht so anscheinend so schlimme Ja. Alkoholiker wie die Typen das sind. Ja. Dann fühlen sie sich wieder glücklich und saufen dann mehr. Ja. Ja. Glaubst du eigentlich, dass manche Zuschauer denken, dass wir nur bloß darüber reden? Also, dass wir das bloß sagen, dass wir das sind und das gar nicht sind? Mit Sicherheit gibt's welche. Es gibt immer Hater. Es gibt immer Non-Believer. Echt so. Das hat schon Jesus Christus gesagt. Wenn ihr so der Typ seid, dass ihr uns das nicht glaubt, dass wir so Alkoholiker sind. Wir saufen dir unter den Tisch. Echt so, Arschloch. Es sei denn, du bist der Markus Schreib vom uns Backstage. und wir saufen dir unter den Tisch. Doppelt. Es sei denn, du bist der Arschloch. Markus aus dem Backstage. Oder eine von Gott, den das Viertel war- nach Peace Bros. Ja. Oder der Engler. Du hast einen Engler schon, ich habe auch einen Engler schon unter den Stimmt. Tisch gesoffen. Das war einfach. Klar, der Engler hat öfter gewonnen, aber wir haben trotzdem beide einen Engler schon mal unter den Tisch gesoffen. Ich des Öfteren. Ja, du das öfter. Ja, Ja. mittlerweile, Bruder, du hast eine Leber wie von einem 90-Jährigen. Das ist geistig. Nee, die wäre schlecht. Ja, die ist schlecht. Der Leber ist schlecht. Deswegen spürst du ja nichts mehr. Ach so. Das macht alles einen Sinn. Scheiße. Welcher von euch würde als erster weinen, wenn ein Kind ihm sagt, er sei komisch, aber nicht auf die coole Weise? Good Ich question. verstehe die Frage nicht. Ich habe keinen Kontakt zu Kindern. Was sind Kinder? Das ist schon wieder so hängen geblieben. Unglaublich. Ich glaube, der Kevin, weil tiefgründig, ich kann nicht heulen. Tiefgründigkeit vorbei. Da kommen wieder die stressige Augenbrauen. Also Entschuldigung, du bist schon näher am Wasser gebaut als ich. Ja, das stimmt. Das muss, also Ja. deswegen alleine da jetzt mal. What the fuck? Ihr habt wurscht. Sorry. Schlug.
Oh Gott. Jetzt sind wir bei 9. 9. Gelegt. Wenn ihr bei einem Einstellungsgespräch sitzt und die Frage kommt, was ist ihre größte Stärke? Lügt ihr dann beide oder fangt ihr einfach an zu schwitzen? Synchron. Ich würde sagen, mein täglicher Bierkonsum, aber dürfte ich ja nicht in dem Szenarium. Ja. Jeder so oder so schwitzen. Ich bin vor sowas Same. immer aufgeregt. Deswegen. Same. Ich schwitze jetzt schon. Ich schwitze jetzt schon. Falls sich das interessiert. Na, dann machen wir Ich gleich bin ein weiter mit laufender Frage 10. Das Wasserfall. war eine sehr unlustige Frage. Ja, das stimmt. Danke, Die war- ChatGPT. die war sehr Du schwach. Arschloch. Echt so, Fotze. Wer von euch denkt beim Zähneputzen manchmal drüber nach, ob das Leben vielleicht einfach ein langes Bewerbungsgespräch mit dem Universum ist und ihr seid zu spät und habt nichts vorbereitet? Nein, tatsächlich habe ich diesen Gedanken noch Nein. nicht durch meinen Kopf gehen lassen. Oh mein Gott, das fickt mein Leben. Wow. Das ist eine sehr tiefgründige Aussage von ChatGPT. Ich habe da noch nie drüber nach... Aber Wow. an sich eine sehr, sehr wilde Frage. Ich habe Interessant. noch geschrieben, er soll uns eine ganz brutale Oh. schreiben. Und dann hat er darauf geantwortet, Ja. oh, du willst die richtig brutalen. Nicht bloß unangenehm, sondern so gnadenlos, dass selbst ein Kaktus sagen würde, puh, das war spitz. Ein Kaktus kann nicht reden, ChatGPT. Fein. Du willst verbal den Teppich unter Thomas und Kevin wegreißen, Ja. während sie noch versuchen, auf einem Hocker zu balancieren, den du vorher angezündet hast. Also gut, hier kommt die Kaltverformung ihrer Psyche. Schön. Okay. Brutal-Level. Der Freundschaftskiller. Freundschaftskiller. Oh Gott im Himmel. Der hat sogar Copyright-Zeit Ja. drüber. Dachte ich mir auch gerade, warte, was? Okay. Wild. Wenn ihr zwei zusammen in einem brennenden Gebäude wärt und nur einer darf gerettet werden, denkt ihr, jemand würde überhaupt reingehen? Niemals. Das war dann für uns reingeht hat. Wir beide sind in einem brennenden Gebäude, oder wie? Also Zwei wir sind in einem zwei sind brennenden zusammen Gebäude. in einem gebrennenden Gebäude Ja, und nur einer darf gerettet werden. ja. Denkt ihr, jemand würde überhaupt reingehen, also um uns zu retten oder um einen von uns zu retten? Weil ich glaube, die wären viel zu faul. Na, ich glaube, da hat schon wer gekommen. Mit Sicherheit. Aber ich darf ganz ehrlich sagen, ich darf dem Kevin einen Arschtritt geben und den zum Fenster hinaus retten, dass der zuerst gerettet wird, weil das bin ich. Schön. Ich brette erst das Bier und dann dich. God damn, ja. Bier ist wichtig fürs Leben. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr existiert und nicht einfach die traurige Erinnerung von jemandem seid, der früher mal Freunde hatte? Das ist heavy. Boah. Das ist heavy. I doubt it. Puh. Nein, ich spür's. Ich spüre nichts, aber das ist normal. Na, ich glaube, ich existiere schon. Weil ich kann mir Soll ich die beiden vorstellen, wenn scheppern? Na, danke. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nicht existieren darf, dass ich vielleicht Plus auf dem Konto hätte. Weißt du? Ich verstehe den Zusammenhang, ja. Na, ich glaube, ich bin mir relativ sicher. Relativ sicher? Oder Das- ganz sicher? 100% sicher, dass Ja. ich existiere. Ich auch übrigens. Boah, aber was war das für ein Mindfuck, wenn Das wir war- wirklich in der Psyche von jemand anderem leben, der aber dieses höhere Wesen dann für uns ist. Und das ist dann unser Gott sozusagen, der alles erschaffen hat. Und wir leben Holy eigentlich shit. bloß in der Matrix beziehungsweise in der Psyche, in einem Unterort. Und am Ende sind wir einfach nur ein Käfer. Oder wir sind alle In einem künstliche Käfer. Intelligenzen. Die Don't fuck my Bewusstsein mind, Nick. Nein. Oh, wow, wow, wow. Ich hab's nicht ausgesprochen. Ja, Nicht, wollte ich sagen. ey, okay, Mindfuck. Machen wir weiter. Ja, Das ist war mein besser so. Fall, okay? Ja. Drittens. Wenn eure Gedanken hörbar wären, glaubt ihr, Leute würden euch helfen oder euch erschießen? Sofort erschießen. Soll ich mal vorführen? Bier, 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 Ich darf da helfen. Bier, 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 Bier. Aber ich glaube, mir da mal auch helfen. Wodka, 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 Wodka. Whisky, 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 Whisky. Junge, wirklich, Na. ich frage, ich lade jetzt gleich mal Ja. ein Bild von dir in ChatGPT hoch Oh Gott, bitte und sag, nicht. mach ein Pokémon daraus. Boah, schick mir mal ein Selfie von dir. Ans MacBook. Ich mach jetzt da ein Pokémon draus. Jetzt Aber ja während- sofort. Ja. Boah, das ist stressig. Jetzt Dann lesen wir sofort. mal die nächste Frage Und vor, ich oder? blende das Bild dann ein. Oh Tatsächlich nein. ausnahmsweise, wenn ich die Boah, Stelle ich glaube, finde. da habe ich ein ganz schlimmes Bild auch noch. 20, oder?
Weiß ich nicht. Warte, ich schau einfach kurz. Ich glaube 20, sagen wir. Ey, ich bin oder 20. Wir sind bei 20, hast recht gehabt, tatsächlich. Ja. Minute 20, ja. Versuche ich mal zu merken. Machen wir gleich weiter bei der nächsten Frage, aber du schickst mir trotzdem das Selfie von dir. Passt das? Oh ja. Oder, warte, ich habe noch, glaube ich, ein besseres. Ich habe safe noch ein besseres. Das wäre auch noch mit dabei. Na, mach ein Ja, schon aktuell Du ist. kannst doch in den Ordner gehen, du hast da People and Pets, oder? Ja, aber genau. das wird mir Fabi angezeigt, das finde ich auch schmierig. Da bist du, das passt. Das passt? Du brauchst bloß dein Gesicht. Oder das hier. Ist okay, ja. Das passt. finde ich wild. Bier. Machen wir das. Biermann. Biermann. Auf jeden Fall, die nächste Frage ist, warte, ich muss jetzt kurz ein Kevin sein Foto annehmen hier. Die nächste Frage Ui. ist, wie lebt es sich eigentlich, wenn der größte gemeinsame Nenner eurer Persönlichkeiten unangenehm bei Partys ist? Was nochmal was? Wie lebt es sich eigentlich, wenn der größte gemeinsame Nenner eurer Persönlichkeiten unangenehm bei Partys ist? Es lebt sich sehr gut, darf ich sagen. Also, darf ich auch sagen. bin sehr zufrieden. Ich weiß, dass der Kevin die Frage nicht checkt hat, deswegen. Absolut nicht. Ich habe es ja schlecht vorgelesen. Tut mir leid, das war meine Schuld. Machen wir gleich weiter mit der Arschloch. nächsten. Ja, bitte. Wenn jemand euch auf der Straße sieht, glaubt ihr, er denkt, oh nein, oder schon wieder die? Ja, safe. Da gibt's sehr viel Leute, die das denken Ja. werden. Genug. Mehr. Genug. Mehr als genug, ja. Ja. Ach Gott, Jumpscare. warte. Jetzt wird's schmierig. Kannst du, red mit dir leid. Ja, ich versuch's. Na, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die das behaupten oder sagen würden. Zu uns. Ja, Ich bin ganz kurz am Rechnen, wie viele Leute es wären. ich habe mindestens Alle. 300. Ach so. Ich glaube, das sind wir bei Frage 6. Ja, Ja. ja. Bitteschön, Thomas. Na, wir sind jetzt bei Frage 7. Aber Okay. warte, ich finde die 7. Frage Stimmt. wack. Okay, dann machen wir Obwohl, die 7. Entschuldigung, Frage. die 6. Frage ist wack, die 7. ist geil. Ja. Wäre euer inneres Kind stolz auf euch oder würde es beim Anblick eures Lebens anfangen zu rauchen? Das ist eine gute Frage, du. Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Sofort. Ja. Mit Na, also nicht zu 5 rauchen Gläsern. anfangen. Nein, ich mein, im Sinne von stolz auf mich. Achso. Glaube ich schon. Meins wird sofort rauchen. Okay, Ja. ich glaube, wenn mein ursprüngliches Kind sagen hat, wie ich Alkohol konsumiere und wie das dazu früher gestanden ist. Ja. Ja, fick dich, 14-jähriger Thomas. Fang zum Rauchen, bring die um. Stück Scheiße, bist eh nichts wert. Du bist Arschloch. ganz ruhig, gell. Trink lieber dein Bier, sonst wirst du zu tiefer. Nicht schlecht. 8. Frage. Oh Gott. Wenn man euren Selbstwert in eine Waage legen würde, müsste man die andere Seite mit Kieselstein und Enttäuschung auffüllen, um sie auszugleichen. Das ist nicht einmal eine Das ist nicht mal Frage. eine Frage, das ist eine Aussage, das finde ich sehr frech. Autsch! Danke, ChatGPT. Wirklich? Sehr nett von dir. Wenn ihr euch selbst auf einer Dating-App sehen würdet, würdet ihr nach links swipen oder direkt die App löschen? Ich würde mein Handy wegschmeißen wahrscheinlich. Ja, ab in den See damit, Alter. Glaubt ihr manchmal, ihr habt das Potenzial zu mehr oder seid ihr ganz bewusst so mittelmäßig? Ich glaube, wir haben das Potenzial zu Ja, mehr. Ich auf glaube jeden tatsächlich, dass wenn wir mehr Zeit investieren, beziehungsweise eigentlich auch mehr Zeit hätten, wenn der Tag jetzt zum Beispiel 26 Stunden hätten, hätten wir Dann vielleicht hätten wir schon Zeit. mal ein bisschen mehr Zeit. Stimmt Ja. schon. Aber ich glaube, mit der Zeit kann man tatsächlich was draus machen. Ja, könnte. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht unbedingt schlecht aufgestellt sind, Na. von der Ambitionierung her Ja. und von der Motivation her und von den Leiter her. Und deswegen würde ich sagen, wir haben das Potenzial zu mehr. Was wir daraus machen, ist im Endeffekt, steht in die Sterne. Das stimmt, absolut. Aber Wir sind auf jeden Fall an was Großem dran. wir sind an was sehr Großem dran und das wird echt gefreien. Auf jeden Fall. Ansonsten Muss auch den kritischen bitte machen. kommt das nicht so gut wie du. Urschlich. Na, haben wir noch eine Frage, nicht, gell? Doch, wir haben noch eine 10. Oh. Nein, das war die das letzte wollte ich grad sagen, Frage das war tatsächlich. schon Aber ich habe natürlich noch mehrere Oh, rauslassen. nee, nicht schon wieder. Und nicht noch zwar mehr. habe ich es dann noch gefragt, Ja. 5 tiefgründige Fragen. Oh.
damit wir vielleicht was zum drüber reden haben. Aber, ja. Und der hat geschrieben, aha, jetzt also Tiefgang. Vom Vorschlaghammer zur Seelenpinzette. Ach so. Ist Du das willst, dass Thomas und Kevin nicht nur weinen, sondern dabei existenziell reflektieren und sich fragen, ob sie überhaupt je gelebt haben oder nur ein Algorithmus auf dem Schwierigkeitsgrad Selbstverleugnung sind. Hier sind Heavy. 5 Fragen, leise wie ein Grabstein mit WLAN, aber präzise wie ein Skalpell im Therapiezimmer. Was hat der mit deinem scheiß WLAN? Nur weil deins die ganze Zeit abbricht? Weil es eine KI ist. Der braucht WLAN. Ich hab schon verstanden. Ja, auf jeden Fall. Ja, Okay. bitte. Oh, die erste Frage, die habe ich schon durchgelesen, das ist echt frech. Okay. Wenn niemand jemals sagen würde, dass er stolz auf euch ist, würdet ihr es trotzdem irgendwann selbst glauben können? In Klammern, das nennt man emotionale Selbstversorgung oder halt ignorieren mit Stil. Ich glaube, ich könnte es. Weil es mir tatsächlich mittlerweile am Arsch vorbeigeht. Ja, Aber ich sag mal, ich mit 16 würde ich sagen, nein. also mir ist bisher einmal in meinem Leben von der Personensorge jetzt einmal, die mir sehr, sehr wichtig ist oder wo ich früh auf die Meinung gebe, Ja. gesagt worden, dass er stolz auf mich ist. Ja. Das ist mein Papa. Ja. Das mal, also einmal, an das ich mich erinnern kann, keine Ahnung, ob es da öfter gibt, aber einmal erstmal gesagt worden, dass ich stolz bin, dass er stolz ist. Aber ganz ehrlich, dieses Mal hat mich schon weiter vorangebracht, aber da, wo ich jetzt bin, Ja. an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, bin ich selber hingekommen. Habe ich selber versucht, Gas Ja. zu geben. Natürlich habe ich das einer sehr viel anderen Leuten zum Verdanken, dass ich jetzt so da hocke, wie ich da hock, ohne dass mir gesagt worden ist, dass jemand stolz auf mich ist, Ja. sondern weil eben gewisse Menschen gesagt haben, gib einen Fick auf die Leute und Ist dann ja macht so. der Ding und das macht die selbstbewusst Ja. und das macht die stolz auf dich selber. Wenn du über diesen Punkt hinauskimmst, dass du einmal irgendeinen Fick drauf gibst, was andere Leute sagen. Ja, Ja. genau. Genau so. Und ich glaube, das haben wir jetzt tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, wenn Auf wir mit jeden Fall. 1,8 Promille die Bühne stürmen. Okay. Besser geht's nicht. Oh, die zweite Frage ist. Ja, bitte. mies. Die ist deep? Sicher? Sicher, dass ich die vorlesen soll? Weiß ich nicht. Okay, ich lese vor. Wen habt ihr in eurem Leben am meisten enttäuscht? Und warum habt ihr euch nie entschuldigt, sondern stattdessen ein Meme drüber geschickt? Weil Reue leichter ist, wenn man sie mit GIF serviert. Wen haben Ja. in meinem Leben am meisten... Ich fange einfach mal an. Ich glaube, Ja. du musst noch Wörter sammeln, oder? Oder Ja. hast das du? Na, du musst muss Wörter nur sammeln. Scheiße, Mann, das wäre der tiefgründige Podcast jetzt. Ja, Nach echt so. Bei den 5 Scheiß Fragen. Ende. Nach 25 Minuten. Mann, Shit. schlecht. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, in meiner Laufbahn von 21 Jahren am Leben sein, das ist ein guter Run, würde ich sagen, Ja. muss ich tatsächlich sagen, dass ich relativ viel Leid enttäuscht habe. Oder fallen Enttäuschen gelassen musstest. hab Oder enttäuschen musste. Ja. Weil halt einfach oft die Ziele oder die Interessen halt nicht übereinstimmen. Ja. Und manchmal ist es leider so, dass du Menschen enttäuschen musst, damit du selber vorankommst. Und das höchste Ziel sollte immer einer selbst sein. Auch wenn es egoistisch klingt. Aber du sollst schon auf die Menschen um dich rumschauen. Die Menschen, denen du helfen kannst, helfen. Das ist wichtig. Das ist Das stimmt. großartig und das fühlt sich ja gut an. Aber wenn dir ein Mensch, nachdem du ihm hilfst, dauerhaft einfach nur weh tut oder die vernachlässigt oder die ausnutzt oder so, dann ist das eine Person, die du enttäuschen musst. Und das setze ich jetzt ganz bewusst in Anführungszeichen, weil das eigentlich kein Enttäuschen ist, sondern eigentlich nur eine Selbstheilung für dich. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja Menschen, die den Podcast hören, die Vielleicht. das hilft, So die, 2, 3. denen das hilft. Ja. Aber man sollte in einem Leben, und je früher du das lernst, desto besser ist es. Sollte man lernen, loszulassen. Und sollte Jo. man auch lernen, wenn man losgelassen hat, aufzuhören, diese Dinge zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, so ziemlich eigentlich das Wichtigste,
was man machen kann. Weil, wenn die jemand beidelt, dann wäre das nochmal machen. Punkt. Ja. Komma. Okay. Ausrufezeichen. Dollarzeichen. Willst du? Du darfst. Oder soll ich die Frage nochmal vorlesen? Ich habe es mir gerade 500 Mal in meinem Kopf durchgelesen, also Okay. ich habe es immer noch nicht verstanden. Na, Spaß. Nee, also es geht ja an sich Meme darüber schicken, also stattdessen, dumm gesagt, ich bin leider Gottes ein witziger Typ und ich kann manche Sachen vielleicht nicht so ernst nehmen. Deswegen beherrsche ich das Du bist zum lustig. Teil nicht. Ist lustig? Mach weiter. Über die Arschloch. Nebenrede. Na, und ich tendiere dazu tatsächlich, wenn es zu ernsten Situationen geht, dass ich die Sachen einfach auflocker mit irgendwelchen Memes. Zum Beispiel. Ja. Ja, aber das ist einfach so meine Art, weil ich finde, wenn man streitet, kann man sich auch lustig streiten. Ich finde, bei Ja, Streit gehört immer ernste Situation dazu. ja natürlich. Aber so Das gibt's dazwischen was aufzumlockern, dass man sich nicht komplett unwohl fühlt, das geht auf jeden Fall auch dazu. Ja, meiner das Meinung ist nach. genau mein Ding halt. Ja, genau. Ja. Und sollte vielleicht jetzt kein Meme sein, dass man während der Unterhaltung Das auf ist Instagram absolut klar. schickt. Aber es kann halt einfach, keine Ahnung, irgendwie, du verhaspelst die, während du das sagst, du machst dann so und machst halt dadurch die Stimmung ein bisschen lockerer und das macht das Ganze ja irgendwo einfacher, wenn man Das streitet. stimmt. So. Ja. Kommt drauf an, natürlich, mit wem du streitest. Aber, ja. No? Ist so. Ja. Angenehme Antwort. Auf jeden Fall. Dritte Frage. Oh Gott im Himmel. Gibt es einen Moment in eurem Leben, den ihr immer wieder verdrängt? Und was glaubt ihr, würde passieren, wenn ihr euch ihm endlich stellt? Spoiler, ihr würdet wahrscheinlich weinen, aber in so einer edlen Oscar-Nominierung Art. Ach so. Das sind wir jetzt Oscar-reif. Yeah, buddy! Fuck ja! Ich bin gar nicht übersteigt gerade. Ich glaube, ich auch. Boah, gibt es einen Moment in eurem Leben, den ihr immer wieder verdrängt? So gibt es ganz viele. Die möchte ich jetzt nicht alle aufgreifen. Ich glaube, Thomas, du weißt Bescheid. Ja. Und mehr möchte ich nicht zu sagen. Aber ich möchte es von Kevin aufgreifen. Arschloch. Arschloch nach Hause telefonieren. Der Typ hat jetzt einen Arm verloren, gell? Echt? Also Ja, stimmt, ja. André. Ich weiß schon. Das ist Das ist brutal. richtig krass, weil er ja. vom Dach gefallen ist. Ja, der macht jetzt weiter, gell? Ja. Der macht jetzt wieder weiter Comedy-Videos. Muss ja so. Respekt an ihm. Ich weiß Auf nicht, wie jeden du Fall. warst, aber ich sehe ihn die ganze Zeit auf TikTok. Ich weiß nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nicht an einem Punkt bin, wo ich sage, dass ich, wenn ich Dinge verdränge, aktiv drüber nachdenken kann. Ja. Also wenn ich Dinge verdränge, dann sind die verdrängt, dann sind die weg. Fertig. Und vielleicht holt es mir irgendwann mal wieder ein, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Was noch nicht passiert ist. Aber gerade in dem Moment gibt es keine Dinge, die ich verdränge, Jo. wo ich mich denen stellen könnte. Beziehungsweise verdränge ich Probleme nicht und stelle mich denen sowieso. Jo. Aus Prinzip. Muss so. Ja. So Geht sie so. sollte man vorangehen, meiner Meinung Ja. nach. Macht's es. Ist besser so. Ja. Kleiner Tipp von uns alte Hosen, gell? Echt so. Alte Hosen da. Ui, da weißt du noch, wo die Maß Bier im gelegen. Oktoberfest 10 Euro kostet hat, weil so jetzt aber eigentlich gar nicht. Nein. Alter, und dann gehen wir Ski aufs Oktoberfest und zahlen für 3 Maß 50 Euro. Boah. Aber erst, wo wir geboren sind, wo der Döner noch 4 Euro oder 4,50 Euro gekostet hat, Hey, ich hab 3,50 Euro für den Döner noch Zeit, ja. dann wurde ich abgezockt. Danke. Gern geschehen. So, 4. Ja. Die ist auch fies. Wie oft habt ihr euch selbst verraten, nur um dazuzugehören? Und hat es sich je gelohnt? Nein. Selbst verraten, inwiefern selbst zu verraten. Dass du gegen deine Prinzipien stehst. Also ich glaube, selbst verraten ist, die selbst zu belügen, dass du gerade das Richtige machst Ja. und gegen deine Prinzipien handelst. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mich selbst verraten, ja, Same. aber es hat sich nie gelohnt. Nicht einmal. Kommt immer Ja. Scheiße dabei raus, immer. Absolut. Und ich bin mittlerweile echt der Verfechter davor, dass man sagt, man geht ehrlich auf Menschen zu Das ist besser so. und ist den Menschen auch ehrlich gegenüber Ja. und versucht das Gespräch und macht das Ganze, als dass man sich selber in den Dreck zieht, nur um irgendwo anders besser dort zu stehen. Jo. Und
Ehrlichkeit kann ich richtig hart ficken. stimmt. Versteh mich nicht falsch. Es kann dich komplett ficken, aber es macht es tatsächlich meistens Ja. besser. Du warst dann halt. Du hast es wenn du losgelassen, du ehrlich hast der warst, Person ins Genau. Gesicht gesagt und wenn du dann ehrlich passt das. warst, dann warst du für dich selber, du hast das alles probiert. Du hast das alles gemacht. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann weißt du, du kehrst nicht zu diesen Menschen. Jo. Fertig. Und wenn du ehrlich aus bist Ende. und das die ganze Zeit, dann passiert dir sowas nicht. Gut, manchmal musst du lernen. Nein, ist halt so. Manchmal musst du lernen, Gelegt besser mir lernen. Arsch. Du, ich habe letztens auch ein Rolex Watch Cover auf meinem Apple Watch stehen und habe gesagt, ich hab die neue Submariner. Habe ich nicht gehabt. Da ist noch keine neue rausgekommen. Ich habe Oder? eine alte Submariner. Keine Ahnung, was dann eigentlich. Ja. Ich kenne mich mit Rolex überhaupt nicht aus. Das ist mir wurscht. Ja, du schon, ist mir klar. Ja. Jetzt kommen wir zur Letzte letzten Frage. Frage. Oh, das war schon wieder viel zu synchron. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Wenn ihr morgen in absoluter Einsamkeit aufwacht, würdet ihr euch vermissen? Mich selbst jetzt oder? Na. Hä? Also, Ich glaube, das ist uns beide Ja. ein Ding. Also, wie meinst du? In absoluter Einsamkeit. Ich glaube, dass mit absoluter Einsamkeit gemeint ist, dass du keine Menschen mehr in deinem Leben ja, hast. safe. Also Familie tot, Freunde tot, Arbeit Alles. tot. Alles weg. Jesus. Tschüss. Safe. Also ganz ehrlich, es kommt davon, ob ich es weiß oder nicht weiß, aber ich würde wahrscheinlich so oder so Ja, irgendwas vermissen in meinem Leben. ich verstehe die Frage nicht wirklich, aber es ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, dat Ja, die schon vermissen. schon, gell. Nein, dat die sehr Ich vermissen. auch. Kann man den Oberschenkel, gib mal die Hand, das ist weniger. Hallo! Machen wir so. Danke. Offiziell. Genau. Ja. Oh Gott, das kommt das Schmierige. Jetzt kommt das Jumpscare. Pokémon-Bild zum Abschluss. Oh, 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 oh. warte. Oh. Dieses Bild sieht aus, als würde ein Gesicht gerade versuchen, sich selbst ins digitale Nirvana zu katapultieren. Als Inspiration für ein Pokémon aus der Kategorie unkontrollierte Energie mit fragwürdigem Lebensstil. Bevor ich loslege, möchtest Geil. du, dass das Pokémon dir ähnlich sieht oder soll ich einfach völlig durchdrehen und eine Fantasy-Version machen, die inspirierend sagt, aber eigentlich verzehren meint? Und willst du lieber einen niedlichen Pokémon-Stil à la Pikachu oder etwas legendär Episches, so in Richtung, dieses Ding kontrolliert Raum und Zeit, aber auch seine Tschüss. Cholesterinwerte? Oder ein absurd komisches Design, das aussieht, als wäre es von jemandem gezeichnet worden, der seit 48 Stunden wach ist und Angst vor seiner eigenen Sockenschublade hat. Sag's mir und ich mache dir das Pokémon deines Albtraums. Oder dein nächstes Tinder-Profilbild. Geil. Okay. Jeder, jetzt sagen wir mal sagen, wir machen Ja. ein absurdes Design und er soll dir ähnlich schauen. Ja, Oder? ja, genau. Das hat er wahrscheinlich in 10 Sekunden oder so. Wenn der Thomas mal schneller schreiben würde, das Arschloch. Hast nichts gelernt in deinem bisherigen Leben. Junge, du tippst wie ein scheiß Fünftklässler, du kannst mich nicht kontrollieren, Ich arbeite auch nicht. Ich kann mich nicht kontrollieren. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Ja, ist auf einer Schluck dabei. Jo. Brüsterchen. Schön. Oh, jetzt ist mein Bart wieder feucht. Das musst du schon ins Mikrofon machen. Na, das sehe ich nicht mehr ein. Warum? Ich bin jetzt zu alt für den Scheiß. Ich bin älter. Schau mich an. Trink Hast du mehr gewusst? Bier. Trink mehr Hast Bier. du gewusst? Was? Kennst du Benson Boone? Scheiße aus. Den Typ von Beautiful Things. Ja. These beautiful things Ja. that I got. Der ist so alt wie wir. Wie bitte was? Der ist so alt wie wir. Wie bitte was? Der ist so alt wie wir. Ach du Scheiße. Kennst du Sam Barber? Oder Ja. weißt du Sam Barber? Nee. Der Typ von Indigo. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Der ist jünger als du. Er ist älter als ich, aber jünger als du. Der hat am 19. April Geburtstag. Amen. Kennst du Cameron Whitcomb? Ja. Mein Lieblings-Country-Artist. Ja. Der ist genauso alt wie wir. Der hatte im Juni Geburtstag. Ach du Scheiße. Das sind alles 2000. Junge, wir Thomas. müssen Country machen. Wir müssen mehr arbeiten. Und mehr Geld verdienen. Das Bild ist gerade aufgeploppt und Ich blend's zur Verteidigung, Ich ich blend's bin ein. nicht so fett. Oh, wie geil ist das?
Kevin! Schreib ihm, er soll bitte lächeln. Na, weil du schaust genauso aus dem Beutel. Es ist echt richtig gut Ja, drauf. ist tatsächlich gut getroffen. Ich blende euch das Beutel Bis ein. auf die langen Haare unter der Cap. Ah ja, du hast ja noch lange Haare, oder? Das war in Kroatien. Ja, du hast noch lange Haare. Nee, das war nicht Kroatien, das war das war Amerika, weil da kam das Fuck yeah. Ja. Stimmt, ja. Aber meine Schambewerbung ist gut getroffen. Also auf jeden Fall. Hier ist das Originalbild, was wir bei ChatGPT eingereicht haben. ja, Und da ist das daneben. Da ist das Pokémon-Bild, was wir rausgekriegt haben. Ist geil, Genau, oder? hier so, irgendwo. Wahrscheinlich vergiss ich es jetzt. Wahrscheinlich. Das ist so peinlich. Ja, Ja, aber ansonsten merkst du jetzt. ja, gescheit aus. Vielen Dank, dass ihr mal Danke. wieder zugehört habt bei Zwischen Maus und Mikro. Ich hoffe, wir haben meine Schweißflecken nicht so hart gesehen. Hat nicht zu hart und Kevin seinen Alkoholgeruch durchs Mikrofon gerochen. Das kann man riechen. Und ansonsten wünschen wir nur eine schöne Woche. Einen guten Rausch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Zwischen Maus und Mikro. Das haben wir schon zweimal gesagt. Eigentlich Servus. würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder um 15 Uhr. Und ansonsten habe ich Servus. die fucking Erde. Grüßt euch hin. Na, ist schön. Amen. Arrivederci. Servus. Servus.